Man darf sicher schon gespannt sein, was dabei herauskommt. Möglicherweise ein Urteil mit weitreichenden Beispielfolgen. Ins Zillertal jetzt. In Kaltenbach am Emberg sind die Bewohner der kleinen Fraktion nach einer unglaublichen Geschichte richtig geschockt. Die Egach-Kapelle ist nach der Restaurierung erst am gestrigen Sonntag eingeweiht worden. In der Nacht auf heute wurde sie bereits ein Raub der Flammen. Nur wenige Stunden nach der Weihe ist das fast 100 Jahre alte Gemeinschaftswerk völlig zerstört. Die Ursache steht noch nicht ganz fest, aber vermutlich war es eine brennende Kerze. Am Emberg in Kaltenbach hoch im Zillertal stehen die traurigen Reste der alten Kapelle. Der Schock ist groß. Die beiden Eigentümer der Hauskapelle, zwei Schwestern, waren nicht in der Lage, über den Brand zu erzählen. Unter großer Beteiligung der Anrainer war am Sonntagnachmittag die restaurierte Holzkapelle wieder geweiht worden. Es war ein großes Fest für die kleine Fraktion am Berg. Doch kurz nach 1 Uhr früh gehen heute die Sirenen. Die Kapelle brennt. Eine Kerze war vermutlich die Ursache. Ja, wie wir aufgekommen sind, es war alles im Nebel, also da von Weitem hat man schon einen riesigen Feuerschein gesehen. Und wenn wir zurückgekommen sind, haben wir eigentlich gesehen, dass wir nichts mehr machen haben können, außer das noch löschen, auf gut Deutsch gesagt, und einen weiteren Brandverlauf eigentlich stoppen. Die Kapelle brennt lichterloh, es bleibt fast nichts übrig. Alle Einrichtungsgegenstände werden ein Raub der Flammen. Die Geschichte dieser Kapelle ist lang. Sie reicht bis zum Ersten Weltkrieg zurück und endet leider in der Nacht auf heute. Es ist wirklich eine tragische Geschichte. Also wenn man gesehen hat, der Vater hat sie eigentlich, der Urgroßvater hat sie aufgebaut nach dem Ersten Weltkrieg, der Sohn hat sie renoviert nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt haben sie überstellt und neu eingeweiht und nachher passiert das Unglück. Die Eigentümer waren oben und waren halt am Boden zerstört. Also gerade der schöne Tag gestern mit der neuen Weihung und nachher bringt sich nachts auch, also das ist tragisch. Derzeit ist noch unklar, wie es weitergeht mit der Kapelle, ob sie wieder aufgebaut wird oder nicht. Erst müssen die Familien den Schock verdauen, dann wird man weitersehen. Neuer Lichtdichter.